Im Psalm 91 beschreibt sich Gott mit dem Bild vom Schirm. Wer unter dem Schirm vom Höchsten ist. So ein Schirm ist eine gäbige Sache. Es regnet. Alle anderen ringsum, die keinen Schirm haben, die werden nass. Aber wir unter dem Schirm, wir bleiben trocken. Übertreibt, alle ringsum, die nicht unter Gottes Schirm sind, die haben Schwierigkeiten, Probleme, die kommen in die Stürme rein. Aber wir unter Gottes Schirm, wir bleiben trocken, uns geht es gut, wir fühlen uns wohl. Wenn wir in die Beschreibung von dem Psalm, wo eigentlich ausschließlich um Bewahrung von Gott geht, drin lesen, kommen uns gewisse Fragen. Und es heisst da, sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Erleben wir das so? Ist das real? Und wir müssten sagen, nein. Jeder von uns hat sicher mal irgendwo den Fuß angedonnert, entweder an einem Stein beim Laufen oder an der Bettkante. Es hat einen blauen Moser gegeben, wir haben eine Woche lang ein bisschen umeinander gehumpelt. Nein. Und gleich müssen wir wieder sagen, doch, es gibt die Bewahrung durch Engel. Wie zuverlässig ist der Schirm? Und was nützt uns ein Schirm, wo mal ein bisschen reinregnet und wo mal nicht reinregnet? Dann können wir, wenn wir den Psalm so lesen, übertragen, denken, schön wär's, wenn es so wäre. Aber das verhebt doch in der Realität nicht. Schatten des Allmächtigen. Ein Schatten ist dann wichtig, wenn es eben heiß ist. Wenn die Sonne brennt, 30, 40 Grad, und dann können wir in den Schatten hineinsitzen. Natürlich, die Luft ist immer noch heiß. Und wir schwitzen immer noch. Aber die Sonne sticht nicht mehr. Also wenn wir im Schatten von Gott sind wir vielleicht immer noch in der gleichen Situation, die uns ein bisschen zu schwitzen bringt, die unangenehm ist, aber wir sind im Schatten bei ihm. Ein Schatten heisst auch, wir sind ganz nah bei ihm. Der Schattenwurf von einem Baum ist nur dort, wo der Baum ist und nicht 100 Meter weiter entfernt. Ein Schutz, wo Gott ist, ganz in seiner Nähe. Das, was uns Schatten gibt, ist viel höher. Ein so kleines Gräsli wirft auch Schatten auf die Platten runter, aber es ist ja viel zu klein. Es geht ums Bleiben, ums Sein bei Gott. Das ist sein grösstes Ziel. Das Ziel ist nicht immer, dass es eben kein Tropfen runterregnet, sondern sein Ziel ist, dass wir bei ihm bleiben. Eine Beziehung soll nicht abgebrochen werden. Nichts soll uns scheiden von dieser Liebe. Das ist sein Ziel. Gott kann uns retten aus Situationen, die für uns chancenlos sind. Ich vertraue, dass Gott meine Burg ist. Nicht einfach nur eine Burg, sondern die Burg. Und die Burg heute. Das will ich glauben. An dem will ich mich festhalten. Das ist meine Grundeinstellung. Und das soll unsere Reaktion sein. Jeden Tag neu. Gott, du bist meine Burg. Du bist mein Schatten. Du bist mein Schirm. Wir sind aufgefordert, Geborgenheit zu suchen, einen sicheren Ort zu suchen. Wir sind aufgefordert, die Nähe von Gott zu suchen. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt und dein Schutzwehr. Der Nahkampf ist sehr gefährlich. Der kann tödlich ausgehen, wenn du kein Schild hast. Einfach all das, was uns zu schaffen macht. Und wir wissen nie, wenn das alles zusammenbricht und der Feind kommt und alles überrennt,
Aber Gott ist unser Schild in diesen Nahkämpfen, die uns trennt aus der Beziehung zu Gott. Wie sich das auswirkt, ist wahrscheinlich von Menschenleben zum Menschenleben verschieden. Wichtig ist, wer Gott ist und wie er sich da beschreibt. Der Josef war nicht einfach gerettet gewesen. Der hat das erlebt, das Unglück zustoßen. Ihm ist es Unglück zugestoßen, aber Gott hat aus dem Unglück etwas sehr Gutes gemacht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Er ist Schirm, er ist Burg, er ist Schild. Er sagt das deiner Angst immer wieder, wenn sie kommt. Wir können sie so eindämmen, dass sie nicht einfach wuchert. Wir können sie aushungern, wir können sie austrocknen lassen, wie eine Pflanze, wo wir kein Wasser mehr geben. Die Angst muss nicht das letzte Wort haben. Sie meldet sich immer wieder, aber du kannst sagen, Gott ist ein treuer Gott. Er beschützt mich. Wie? Ich weiß es nicht. Aber ich bin in seiner Nähe und er hat mich gern. Das macht Gott.